Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum letzten FC Bayern Talk in dieser Saison. Ja Leute, 34. Spieltag, 2:2 in Wolfsburg. Ja, ich denke, zum Spiel brauchen wir nicht so viel zu verlieren. Ja, es war ansehnlich. Es war natürlich wieder ein bisschen schade, dass man 2:0 aus der Hand gibt. Obwohl man hätte auch schon das 3. oder 4. machen können. Ja, aber ansonsten müssen wir jetzt nicht so ein Spiel um die goldenen Ananas groß bewerten, denke ich. Irgendwie super negativ aufgefallen ist heute keiner. Wer ein bisschen negativ aufgefallen ist, auf jeden Fall Fonsi, hat man gesehen, zweite Halbzeit. Ja, einfach keinerlei Luft mehr. Hätte sie zur Halbzeit rausnehmen müssen, ganz ehrlich. Habe ich wieder nicht so ganz verstanden, so eine Geschichte. Hat man ganz klar gesehen, hat ganz stark abgebaut. Also, ja, das ist einfach auf die Fitness zurückzuführen. Goretzka dasselbe. Goretzka war aber sowieso das ganze Spiel nicht sichtbar. Wäre vielleicht so der Einzige, der wirklich ein bisschen negativer aufgefallen ist, weil er gar nicht aufgefallen ist. Positiv aufgefallen, ja, wenn man die erste Halbzeit nimmt, fand ich Upa und Hernandez haben es gut gemacht. Aber ja, beim Tor sah Hernandez nicht gut aus. Muss man auch so klar sagen. Also beim zweiten Tor von Kruse. Ja, aber gut. Müssen wir alles nicht überbewerten, denke ich. Sorry. Ich hätte mir noch mal ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Eier gewünscht vom Nagelsmann. Gerade Spieler wie Kimmich, Goretzka, die waren halt einfach auch nicht wirklich gegenwärtig. Kimmich spielt seit Wochen, wenn nicht Monaten unter Form, also weiß ich nicht. Wenn es dann so ein Spiel ist, wo es um nichts geht, wenn man dann am Ende nur 2:2 spielt. Und wenn man die letzten 3 Spiele, wo man einen erzählt hat, wir wollen unsere Amateure bzw. unsere Jugendspieler mal ein bisschen genauer angucken, mal die Chance geben. Ja, dann ist es traurig, dass es nicht so war, obwohl wir die letzten 3 Spiele nicht ein Spiel gewonnen haben. Ne? Ja, also von daher weiß ich nicht, ob man sich da so einen Gefallen getan hat. Finde es sehr schwierig, aber gut, ist halt wie es ist. Das letzte, was ich zu diesem Spiel sagen möchte, ist, der Schiri war unterste Kanone. Ja, das war wieder, selbst Videoschiedsrichter war nicht gegenwärtig. Ich meine, das Handspiel, ja, ich meine, wenn der Ball so da am Arm geht, im 16er, ist es halt ein Elfmeter. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ansonsten das hohe Bein mit dem Stollen auf dem Hinterkopf bei Hernandez gab noch nicht mal Gelb. Ganz komische Schiedsrichterleistung, dann wo wir teilweise gelb, die Karte vom Upamecano gelb, der noch nicht mal eine Körperberührung hatte mit demjenigen Spieler. Also sehr, sehr schlechter Schiedsrichterleistung. Ja, das muss man auch mal ganz klar so sagen können. Ansonsten von unserer Mannschaft würde ich einfach sagen, war eine Leistung wie immer. Erste Halbzeit war wirklich gut von uns. Zweite Halbzeit war dann wieder ein bisschen Licht, sehr, sehr viel Schatten. So, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich so die Leistung der letzten Wochen anguckt, entweder will die Mannschaft nicht oder sie kann nicht. Wenn sie nicht kann, dann sollte man sich auf jeden Fall für nächstes Jahr ein paar Gedanken machen. Klar, Corona, Verletzung, bla, Sülz, alles gut, hatten alle anderen Mannschaften halt einfach auch, ja. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und ich bin nicht hier, um alle anderen Mannschaften zu bewerten oder meine Meinung, meine Einschätzung abzugeben, sondern über den FC Bayern. Gut, damit haben wir das Spiel abgearbeitet. Kommen wir mal zu dem aktuellen Thema. Levi verlängert seinen Vertrag nicht. Finde ich völlig legitim. Levi, schöne 8 Jahre, hau rein, viel Spaß in Spanien. Finde es ein bisschen dumm von unserem Verein, sich dahin zu stellen und zu sagen, mittlerweile von jeder der 3 Personen, glaube ich, ne? Levi spielt auf jeden Fall nächstes Jahr bei uns. Finde ich nicht in Ordnung, sage ich euch ganz ehrlich. Einmal den Spieler gegenüber, komme ich gleich drauf, warum. Ja, wenn man das wirklich durchzieht, oder wenn man das wirklich durchziehen würde, was man jetzt gerade so nach außen kommuniziert, von allen 3
hochrangigen Personen bei uns im Verein, dann ist man sehr, sehr dumm. Ja, weil was möchte man mit einem Spieler, ja, der nicht bei dem Verein bleiben möchte, der nicht da sein möchte? Was soll man mit dem Spieler? Ich meine, man hat es heute schon in den ersten 30 Minuten gesehen, wie eigensinnig Lewandowski teilweise war. Zweite Halbzeit war es besser, ja, da war er mal ein bisschen uneigensinniger. Tut man sich keinen Gefallen mit. Ja? Allein das Thema, was dann ein ganzes Jahr herrscht, ja, bei jeder vergebenen Chance, bei jeder schlechteren Leistung wird das Fass aufgemacht werden. Ja, hat er einfach keinen Bock, möchte er gar nicht mehr da sein und so weiter und so fort. Also da tut man sich ja keinen Gefallen mit, das ist doch Schwachsinn. Ja? Wenn ein Spieler klar kommuniziert, nach 8 Jahren im Verein, ja, ich habe jetzt noch 1 Jahr Vertrag, ich möchte gerne wechseln, ihr bekommt dafür noch eine Ablöse, dann ist das doch super. Ja? Dann ist das ein super Verhalten vom Levi. Ich meine, man hat sich beim Alaba darüber aufgeregt, dass der so abgewichst war und die Bayern ihm gesagt hat, ja, ja, ich fühle mich wohl, ich verlängere hier auf jeden Fall. Und hat dann den Abflug gemacht, um sich die Handgelder einzustecken Richtung Madrid. Dann finde ich es sehr schwach vom Verein jetzt hinzugehen und dem Levi das zu verweigern. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil es, wie gesagt, auf ganz, ganz vielen Arten dumm wäre einfach, ja. Erstens, wir kriegen noch 30, vielleicht erfolgsabhängig 40 Millionen. Man spart Gehalt von mindestens 20 Millionen ein, was man für Neuzugänge frei hat für die kommende Saison. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich so verhält, wie sich unsere Vereinsführung verhalten hat, ich weiß jetzt nicht, welche Kompetenz da wo genau liegt, in erster Linie natürlich beim Brazzo, keine Frage, aber wenn man sich so verhält, öffentlich sich um Haaland bemüht, obwohl das aussichtslos war, und nicht einmal ein Gespräch mit dem Spieler hat von oberster Seite, wo man mal klar signalisiert, ja, wir wollen dich unbedingt nächstes Jahr haben oder nicht oder wie auch immer, da muss man sich nicht wundern, ja, da muss man sich einfach nicht wundern. Was erwartet man denn, dass der mit der beste Stürmer Europas oder der Welt aktuell sagt, oh ja, ich gucke mir das alles mal an und ja, warte mal, ob irgendwann mal jemand vom Verein auf mich zukommt. Nee. Und diese Einstellung muss man generell ändern, ja. Klar, der Verein steht über alles gut und schön. Ja, aber wenn man so ein Verhalten an den Tag legt, muss man sich halt auch nicht wundern, dass die Konsequenz daraus ist, dass ein Lewandowski gerne wechseln möchte. Und ob das jetzt daraus nur ist, glaube ich auch nicht. Er ist 33, fast 34. Er hat nochmal einen guten Vertrag jetzt. Wenn er jetzt sagte, ich möchte nochmal gerne nach Spanien, weil ich da mein Leben lang hin wollte. Ich meine, es waren jedes Jahr Gerüchte über Real Madrid. Die sind bedient mit Benzema und vielleicht Mbappé, da brauchen wir nicht drüber reden, dass er dann jetzt die Chance hat, nach Barca zu gehen. Ja, dann sehe ich das auch oder fände ich es echt unfair vom Verein, so einen verdienten Spieler nach 8 Jahren dann zu sagen, nein. Ja, weil wie gesagt, man hat sich über den Fall Alaba aufgeregt. Jetzt macht ein Spieler genau das. Er handelt im Sinne des Vereins, indem er sagt, ich möchte gerne wechseln, so dass noch eine Ablöse zustande kommt. Ist das völlig legitim. Dass man sich jetzt da hinstellt von allen 3 Führungspositionen und sagt, nein, Lewandowski spielt nächstes Jahr zu 100% bei unserem Verein, finde ich sehr, sehr schwierig. Ich hätte jetzt verstanden, wenn das nur vom Brazzo gekommen wäre, so als Zeichen, so ja, nee, liebes Barca oder irgendein englischer Club oder wer da noch aus der Ecke kommt oder was auch immer, wir hätten gerne noch 5 bis 10 Millionen mehr. Aber wenn das jeder dieser Verantwortlichen macht, einschließlich der Präsident, ja, da macht man sich einfach nur unglaubwürdig, wenn man ihn jetzt am Ende doch weggibt. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Und wie ich schon sagte, auf der anderen Seite wäre es mega dumm, ihn jetzt nicht abzugeben. Weil er wird dann nächstes Jahr ablösefrei wieder wechseln. Ja, und wir könnten jetzt halt die Ablöse einstreichen, wir sparen das Gehalt ein und wir haben halt einfach einen Brennpunkt weniger in der Mannschaft. Wir müssen endlich dahin kommen, dass mal wieder Ruhe in der Mannschaft ist. Das haben wir dieses Jahr nicht gehabt. Und genau das sehe ich als einen der großen Faktoren, warum so ein Bruch kam in der Rückrunde. Ja?
Man hat schon gesehen, dass ein Bruch kam, wo das feststand, Süle geht nach Dortmund. Und dann hat selbst ein Levi sich ja hingestellt zum Ende der Saison, hat gesagt, dass ihn das auch nicht ruhig, kalt lässt, ja, dass er nicht weiß, wie es nächstes Jahr weitergeht. Was man irgendwo verstehen kann bei den Spielern. Dasselbe mit dem Gnabry, dass das Unruhe gibt und so weiter und so fort. Ja, da muss man jetzt einfach mal wieder weg von kommen. Ja, man muss einfach mal dahin kommen, dass alle Sachen klar sind. Ja, es kann nicht sein, man kann von vornherein mit den Spielern sprechen und sagen, ja, alles klar, wenn du noch ein Jahr Vertrag hast, verlängerst du hier oder du wechselst halt gegen Ablöse. So, dann wird das schon ein Problem dieser ablösefreien Dinger schon mal gegessen ist, ja. Wenn ich dann höre, ja, wir überlegen noch, ob wir mit Tolisso doch noch mal einen Vertrag machen, also da falle ich vom Glauben ab, ja. Ganz ehrlich, du kannst nicht mit so einem Spieler noch mal einen Vertrag abschließen, der in den letzten 3 Jahren gefühlt 10 Spiele gemacht hat. Das geht auch nicht, ja. Das ist komplett sinnfrei. Klar, es ist super schade. Klar wäre es schön, wenn er mal 20, 30 Spiele lang fit wäre, dann klar hättest du ihm noch mal eine Chance geben können, aber das sehe ich persönlich nicht, ja. Und ich meine, wir brauchen es uns nur angucken, ja. Nein, wir müssen, wenn, jetzt mal Augen zu und jetzt mal knallharten Schnitt ziehen, ja. Fertig, Tolisso muss weg, ist auch ablösefrei, ja. Wir müssen gucken, dass wir Saar irgendwie loswerden, was aber ein Ding der Unmöglichkeit wahrscheinlich wird. Oder wenn, dann zahlen wir die Hälfte des Gehaltes noch weiter. Aber immerhin sparen wir vielleicht 2, 3 Millionen im Jahr ein. Wäre doch mal was. Omar Richards finde ich eigentlich okay. Das sehe ich nicht, dass der wechseln müsste. Ich mag ihn. Rocker wird gehen, bin ich mir sicher, weil den bei uns keiner haben will. Warum, wieso, weshalb, verstehe ich persönlich nicht. Passt halt einfach nicht in Nagelsmann sein Spielkonzept anscheinend. Finde ich sehr schade, aber gut, ist halt so. Ja, Levi wird weg sein. Müller hat ja verlängert. Ich denke, Neuer wird auch verlängern. Da geht es wahrscheinlich wieder irgendwie um die Laufzeit oder die eine oder andere Million oder was weiß ich. Aber das Thema will ich gar nicht erst einsteigen, dann rege ich mich wieder nur auf. Ja, ansonsten Rechtsverteidiger haben wir, bin ich sehr gespannt drauf. Ich denke, Gravenberg oder wie er heißt, wird auch noch kommen fürs Mittelfeld. Da geht es wahrscheinlich auch noch um die eine oder andere Million. Ansonsten habe ich das Gerücht oder das etwas mehr als Gerücht gehört, dass der Linksverteidiger von Stuttgart, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, im Gespräch wäre. Fände ich gut, gerade wenn so ein Gnabry geht, könnte halt einfach Davies eine Position nach vorne rücken. Ja. Wobei ich sagen muss, habe ich ja schon mal in den letzten Videos so ein bisschen gesagt, ich sehe ihn jetzt nicht so als den Meisterdribbler, aber wenn man halt so seine Statistik in der Nationalmannschaft von Kanada sieht, weil man da sagen muss, dass er da jetzt auch nicht so die mega starken Gegner hatten, hat er auf der Position, die er da halt spielt, eine Position weiter vorne schon sehr, sehr gute Werte. Also von daher, warum nicht? Ja, ansonsten gucken wir eben einmal durch hier, aber können wir ja auch mal gemeinsam machen eben. Ich denke, ja, wir können auch kurz einen Blick auf die Statistik werfen, gerne vom Spiel, wenn euch das noch interessieren sollte, wie das Spiel um die goldene Ananas, aber der Vollständigkeit halber machen wir das ja immer. Ballbesitz 33, 66, Fouls 15, Zweikämpfe 51, 48, Schüsse aufs Tor 2,8, Schüsse insgesamt 9, 26, Ecken 2,12. Ja, perfekter Einstieg, Ecken. Wir haben gesehen, selbst ein Stanisic kann eine Ecke schießen. Goretzka konnte wenigstens eine kurze Ecke ausführen. Ja, wer weiß. Vielleicht tut sich da nächstes Jahr was. Flanken 17, ja, wovon 15 auf jeden Fall Schrott waren. Schüsse insgesamt Levi 3, Musiala 2, Upa 1, Torschussvorlagen, Kimmich 1, Müller 1, gewonnene Zweikämpfe, Musiala 10, Upa 7, Hernandez 7. Ja, sagt schon viel aus, wie ich finde. Ballkontakte 124, Upa 112, Hernandez. Was ich sagen kann, Upa hat heute ein paar sehr, sehr gute Bälle in der Spieleröffnung gespielt, hat mir sehr gut gefallen. 109 Stanisic, haben wir das mal abgearbeitet hier. Mehr müssen wir dazu nicht sagen. Gut, im Tor wird sich nächstes Jahr ja nichts ändern. Wa? Neuer wird mit Sicherheit noch verlängern, bin ich mir sicher. Ulle hat verlängert.
Früchte weiß ich nicht. Fand ich auch ein bisschen armselig, ihn doch heute für 10 Minuten einzuwechseln, sage ich euch auch ganz ehrlich. Dann stell ihn doch von Anfang an auf. Ja, verstehe ich nicht. Also generell die letzten 3 Spiele, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also da hätte man mal ein bisschen mehr Eier zeigen können. Verteidigung, also ich bin da echt ruhiger Dinge. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir unbedingt einen Innenverteidiger brauchen. Ich denke, Opa und Hernandez, hat man heute auch gesehen, so ein bisschen, dass sich gegenseitig auch wieder ein bisschen gepusht haben und so. Ich denke, das ist schon ein gutes Innenverteidiger-Pärchen. Ich denke auch, dass wir nächstes Jahr, ja, aber wohl Nagelsmann wieder mehr so zurück zur alten Taktik. Wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr wieder mehr mit Viererkette wie Dreierkette spielen. Deswegen haben wir auch einen rechten Verteidiger gekauft. Aber dann haben wir ja auch noch einen Benji, ja, der auch noch Innenverteidiger spielen kann. Oder sehr wahrscheinlich wird, weil er ist halt nicht so ein Außenverteidiger, wenn Nagelsmann sein System passt. Ist jetzt halt kein Fonsi, der hoch und runter läuft nach vorne und so. Deswegen gehe ich schon davon aus. Dann haben wir noch Tanguy, ja, der das letzte Spiel sehr, sehr schlecht war, muss man sagen, aber muss man halt jetzt nächste Saison dann gucken, ob er den Schritt macht oder ob er den Schritt nicht macht. Ja, aber dann haben wir 4 Innenverteidiger. Ich sehe jetzt nicht, dass wir unbedingt einen Innenverteidiger kaufen müssen. Also da bin ich bei Brazzo, sehe ich persönlich nicht. Und immer dieses Rumgelaber von wegen Abwehrchef. Ja, lass die Jungs doch jetzt mal. Upa, es geht in sein 2. Jahr. Er wächst da schon rein. Und ich denke mal, Hernandez kann auch noch mal ein bisschen aus sich rauskommen. Dann ist es Niki auch noch weg. Und ja, ich denke schon, dass wir in der Innenverteidigung gut aufgestellt sind, meines Erachtens nach. Ich meine, zur Not haben wir noch einen Richards in Hoffenheim, aber ich denke, der wird wahrscheinlich verkauft werden, einfach um ein bisschen Geld zu generieren. Aber wer weiß. Ansonsten rechter Verteidiger, ja, haben wir gesagt, wir haben Neuzugang, wir haben einen Stanisic noch. Ich denke, sehr wahrscheinlich, wenn da ein Angebot kommt, wird er auch wechseln. Könnte ich mir vorstellen, weil du hast dann noch ein paar Wade, die Posi spielen können. Im Notfall hättest du sogar noch einen Kimmich. Bunazar, ja, wird schwer, dass er wegkommt. Wir können ja auch hier gleich mal, wir haben jetzt hier nicht so viele Statistiken, aber ich denke, das sollte uns auch reichen, um eine Benotung gleichzeitig durchzuführen, wa? Für die Saison. Also Neuer sehe ich bei 2 Einsätze zu 0. Ja, ich habe jetzt er hatte mal 1, 2 Fehler drin, ja, aber jetzt keine großen Schwächen gehabt. Ulle würde ich eine 3 assistieren. Die paar Einsätze, die er hatte, hat das ganz gut gemacht. Hat am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber dann wurde es ganz gut. Früchte können wir nicht bewerten, da geht noch niemals eine Tafel auf. Opa würde ich auch eigentlich positiv bewerten. Ich würde ihn auch bei einer 3 sehen. Ja, hat sehr, sehr stark angefangen, aber war jetzt auch nicht der Spieler, wo man dann sagen könnte, ja, die Mannschaft spielt jetzt schlecht und er ist jetzt der Spieler, der es irgendwie rausreißt. Ja, das war sein erstes Jahr, der muss ein bisschen ankommen, muss sich ein bisschen ins Gefüge einfügen. So, und da war immer noch so der Süle, so der Abwehrchef, obwohl das eigentlich nicht war von der Kommunikation her. Aber er war so der Dienstälteste und so weiter. Von daher denke ich schon, dass die beiden, also Upa und Hernandez, da ein bisschen reinwachsen werden. Also Upa würde ich auch bei einer 3 sehen. Oma Richards würde ich auch bei einer 3 sehen. Was willst du den Jungen vorwerfen? Er hat immer nur, siehst du, er hat 781 Minuten in 20 Einsätzen. Also, das ist auch schon bitter, ne? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte man ihn mal ein bisschen in die 2. Mannschaft packen sollen oder was. Dass er ein bisschen mehr Spielpraxis kriegt, dass sich vielleicht ein bisschen entwickelt. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht schlecht gesehen. Süle würde ich auch eine 3 assistieren, hat eine souveräne Saison gespielt. Auch ein paar Schwächen, ja, hat aber teilweise hat auch richtig stark gespielt, genauso wie Upa auch. Ist natürlich also ich habe einen Süle gemocht bei uns, ja, ist natürlich schon ein Verlust, wie ich finde, er ist recht ablösefrei. Da können wir dem Brazzo schon mal eine Note 6 für geben. Das ist halt lächerlich, dass so ein Spieler ablösefrei und dann noch nach Dortmund wechselt, ja. Völlig okay, kann er nach Dortmund wechseln, aber dann bitte ein Jahr vorher. Ja, also sehr, sehr schwach, was das schon mal anbelangt. Benji, ja, würde ich auch eine 3 sehen, eine schwache Hinrunde, eine starke Rückrunde, wie ich fand. Eine Dreierkette super stark, als rechter Außenverteidiger schwach. Denke mal, da hat man klar gesehen, habe ich auch schon in den Videos dann analysiert gehabt, dass er so nicht wirklich Bock hatte auf diese Posi. In der Dreierkette hat man das schon gesehen.
Und ja, ich hoffe, dass sich der Neuzugang durchsetzen wird von Ajax bei uns. Und dann bin ich sehr gespannt von diesen dreien, wer sich da durchsetzt. Ne? Weil ich denke, Pavard ist schon so von den dreien so der Leader-Typ, der so Ansagen macht. Das hat man schon in der Dreierkette gesehen, wenn er da mal nach innen gewichen ist und so, dass er da schon Zeichen gegeben hat, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Bin ich sehr gespannt. Wird sehr interessant, wie ich finde. Aber da, man sieht's, wir haben Upa, wir haben Pavard, wir haben Luca Hernandez. Also das sind alles drei französische Nationalspieler. Sollen wir da uns jetzt hinstellen und sagen, wir haben nicht genug gute Innenverteidiger oder was? Sehe ich nicht, ja. Und wie gesagt, wir haben noch einen Nianzou und zur Not haben wir noch einen Richards in Hoffenheim und ganz zur Not, wenn wirklich sich mal zwei Innenverteidiger verletzen sollten, ja, mein Gott, da muss halt einer aus der Jugend hochkommen oder es muss halt ein Kimmich nach hinten gehen oder wie auch immer, ja, das soll ja wohl alles nicht das Problem sein. Fonsi, ja, keine Ahnung, Fonsi würde ich halt auch bei einer 3 sehen, aber eher bei eine etwas bessere 3, ja. Klar, die Verletzung und so hat ihn rausgeworfen, jetzt die letzten Spiele waren nicht gut, jetzt wird er wieder ein bisschen besser, man hat gesehen, ist einfach keine Form da. Davor war er bärenstark. Also Hinrunde war die ganze Mannschaft bärenstark. Ja. Deswegen ist es ein bisschen schwer, da so das richtige Maß zu finden. Ich sehe auch gerade, dass ihr gar keine Mucke im Hintergrund hört. Ihr müsst da jetzt heute mal so mit klarkommen. Wa? Bunazar, ja, Note 6, Alter. Aber können wir gerne mal auf die Statistiken gucken. Ja, wow. Für mich eine Note 6. Absolut nicht Bundesliga tauglich. Hat mal eine gute Halbzeit gehabt, wo er im rechten Mittelfeld gespielt hat. Ansonsten absolut nicht tauglich. Hernandez würde ich auch bei einer besseren 3 sehen, war für mich der stabilste Innenverteidiger neben Süle. War so auf Süle-Niveau, was die Stabilität anbelangt. Hat natürlich auch oft dann linken Außenverteidiger gespielt. Ich sehe ihn in der Mitte viel, viel stärker, meines Erachtens nach. Aber ansonsten ja, auf einem sehr, sehr guten Weg. Immer zweikampfstark, immer fickerig, immer einer, der arbeiten möchte. Nicht einer, der ja keinen Bock hat oder sowas. Obwohl er heute schlecht aussah beim Gegentor, muss man fairerweise auch sagen. Weiß ich nicht, warum er mit dem Kruse nicht mitgegangen ist. Das sah mir so ein bisschen so aus, als hätten sie auf Abseits spekuliert. Aber im eigenen 16er muss man mitgehen. Ja, es ist, ich komme was wolle. Also das Tor hätte man eventuell verhindern können. Vielleicht wäre es dann auch ein Eigentor gewesen bei der Hereingabe. Alles gut, weiß man nicht. Aber das wäre heute besser gegangen. Tanguy, ja. Ich meine, er hat 26 Einsätze, 1000 Minuten. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass man die letzten 3 Spiele dann ihn einfach mal voll durchballern lässt. Ja? Klar, jetzt im letzten Spiel hättest du ihn zur Halbzeit rausnehmen müssen. Da hat er trotzdem noch weiter die Chance gekriegt. Da war wirklich schlecht. Also teilweise richtig gute Spiele gemacht, wenn er reinkam. Teilweise aber auch richtig, richtig schwach. Also quasi wie so ein Upa auf Steroiden. Ja, weil der Upa hat ja auch 1, 2 so richtige Aussetzer gehabt mal. Weiß ich nicht. Denke, vielleicht würde man ihm mal ein bisschen Gefallen tun, wenn man ihn mal ein bisschen Spielpraxis gibt und vielleicht mal im defensiven Mittelfeld. Weil ich finde auch, wir brauchen einen defensiven Mittelfeldspieler. Ich sehe Kimmich nicht als defensiven Mittelfeldspieler. Da würde ich mir einen neben Kimmich wünschen, meines Erachtens nach. Aber gut. Note, schwierig. Ich würde eine 4 sagen. Also für eine 3 hat es nicht gereicht. Eine 5 wäre jetzt ein bisschen hart. Ich denke mal, eine 4 können wir mal so stehen lassen. Stanisic dasselbe, würde ich auch bei einer 4 sehen. Auch hier sieht man ungefähr die gleichen Werte. Hat heute sein erstes Bundesligator gemacht. Mein Gott, was ist denn los? Aber ansonsten auch, ja. Auch wenn er gespielt hat, mal gute 20, 30 Minuten, ab und wann auch mal wirklich eine gute Halbzeit, aber der Rest einfach schlecht, ja. Müsste halt auch wirklich die nächsten 2, 3 Schritte machen. Die Chance wird er bei uns nicht kriegen, Leute. Machen wir uns nichts vor. Entweder ausleihen oder verkaufen. Er muss irgendwo hin, wo er Spielpraxis kriegt. Vielleicht wird er dann einen guten. Ja, weiß man nicht. Kann man wirklich nicht absehen. Anlagen hat er auf jeden Fall. Hat bei uns auch ein paar gute Leistungen gebracht. Aber auch viel Schatten. Ja. Würde ich halt auch bei einer 4 sehen wie Tanguy. Ja, das mal zur Verteidigung. Nochmal auf die Neuzugänge zusammengefasst. Ich sehe keinen Bedarf, dass wir noch einen Innenverteidiger brauchen.
Nee, nee, sehe ich definitiv nicht. Also mit Upa, mit Pavard und Lucas Hernandez haben wir 3 sehr, sehr gute Innenverteidiger. Und du hast noch einen Nianzou hinten dran, wenn er vielleicht den nächsten Schritt jetzt endlich macht. Alles gut. Sehe ich persönlich nicht. Mittelfeld. Im Mittelfeld sieht man, ist schon ein bisschen mau besetzt. Wa? Fangen wir mit den Noten an. Kimmich würde ich eine 3 assistieren. Auf die ganze Saison gesehen. Goretzka. Kann mich nicht so wirklich gerade an die Hinrunde erinnern. Also eine 3 auf keinen Fall. Ich sehe Goretzka bei einer 4. Ja? Also das war keine 3. Paul Wanner steht hier drauf. Dem können wir gar nichts zu sagen. Marcel Sabitzer Note 6. Ganz ehrlich, sage ich euch, mit den Vorschusslorbeeren, mit denen er gekommen ist, ich kannte ihn vorher nicht wirklich, bin ich so in Leipzig drinne. Absolut gar nichts. Absolut gar nichts. Gut, sind wir nicht zu hart, sagen wir eine 5. Wir können ihn nicht auf einer Stufe mit dem Saar stellen, das geht nicht. Eine 5 ist berechtigt. Marc Rocker war für mich definitiv eine 3. Die paar Chancen, ihr seht, traurig, 455 Minuten ist eine Frechheit. Jede Minute, die er gespielt hat, hat er meines Erachtens sehr, sehr gut gespielt. War immer ballsicher, hat immer den Ball zum Mitspieler gebracht und immer nach vorne. Ganz, ganz selten mal hinten oder quer, was 90% der Bälle von Kimmich und sonst wem sind. Finde ich sehr, sehr schade. Coco würde ich auch eine 3 minus assistieren. Ist halt wieder die Verletzungsgeschichte, hat ein paar gute Spiele gemacht, hat aber viele Spiele gehabt, ich würde ihm eine 4 geben. Hat viele Spiele gehabt, immer wieder, was verständlich ist, wenn man seit 3 Jahren 2 Drittel verletzt ist der Zeit, ja, dann geht man halt nicht mehr so in die Zweikämpfe rein. Und das war so ein bisschen das Problem. Das hatte er mal, wo er eine Zeit lang ein bisschen da war, hat er das dann irgendwann abgelegt gehabt, dass er wieder mehr in die Zweikämpfe gegangen ist. Hat er mir sehr gut gefallen, ist ein sehr guter Spieler, aber halt auch kein Sechser. Machen wir uns nichts vor. Ist schon eher ein Achter mit sehr, sehr viel Drang nach vorne. Im Mittelfeld sehe ich persönlich großen Handlungsbedarf. Wirklich sehr, sehr großen Handlungsbedarf. Ja, man hat jetzt gesagt, man geht mit dem Sabitzer in die neue Saison. Weiß ich nicht. Ja, muss man dann vielleicht auch ein bisschen den Nagelsmann ankreiden. Ne? Er wollte den Spieler unbedingt haben, da muss er auch sehen, dass er ihn hinkriegt und dass er liefert. Muss man auch mal so klar sagen. Auf jeden Fall fest steht, er ist nächstes Jahr da und da muss er mehr liefern, wie er jetzt geliefert hat. Ansonsten, Marc Rocker wird weg sein, Tolisso wird in meinen Augen auch weg sein, es sei denn, wir bekommen ein Gravenberch nicht oder sonst noch irgendwen nicht, dann wird wahrscheinlich wieder so eine Panikaktion vom Brazzo kommen und man wird den Tolisso wieder 8, 9 Mille geben und dann wird er nochmal 2 Jahre Vertrag kriegen. Habe ich vorhin schon gesagt, sehe ich persönlich nicht. Marc Rocker finde ich schade, allerdings macht es auch keinen Sinn, dass er bleibt, wenn er keinerlei Chancen kriegt. Paul Wanner werden wir sehen, was Nagelsmann auf der Pressekonferenz gesagt hat, lässt nicht wirklich darauf schließen, dass er nächstes Jahr groß Einsätze bekommen wird. Bin ich sehr gespannt, ob er seine Einstellung ändert, wenn der Nagelsmann das so empfindet. Werden wir sehen. Ansonsten sind wir sehr, sehr, sehr schlecht aufgestellt. Mit Kimmich, der immer spielt, ja, der einfach total überspielt war diese Saison. Goretzka, weiß ich auch nicht. Muss auch wieder mehr kommen, ist aber auch wieder, wie jedes Jahr, ist auch immer so 1/3 der Zeit verletzt. Wie viele Spiele hat er gemacht? 27 immerhin, aber wenn man sieht, Einsätze 38. Und er war auch noch Corona-bedingt weg. Haben wir irgendeinen, der alle Spiele gemacht hat? Neuer auch nicht, vielleicht Müller, aber weiß nicht, wie viele Spiele wir insgesamt hatten dieses Jahr. Ja, aber da sehen wir, so 44 ist schon gut das Richtmaß. Ja, dann ist es, sag ich ja, so 2/3. Also im Mittelfeld ist definitiv Handlungsbedarf in meinen Augen. Und vor allen Dingen auf der 6. Wir brauchen einen ich weiß nicht, ob der Gravenberch ein richtiger Sechser ist. Wenn das ist, kauft ihn. Punkt. Wir brauchen einen richtigen Sechser. Ja, ganz, ganz viele Klamotten, die immer auf die Abwehr geschoben werden, liegt einfach daran, dass wir in der Mitte offen sind wie ein Scheunentor. Ja, der Kimmich ist kein Sechser. Punkt. Ja, du kannst ihn auf eine Doppelsechs stellen, dann ist er mehr der Kreative, der die Bälle verteilt, der auch mal mit nach vorne stößt. Alles gut, da hat er auch seine Stärken in meinen Augen. Aber als alleiniger Sechser
Schwierig, ganz, ganz schwierig in meinen Augen. Sehe ich nicht. Aber gut, ist auch nur meine Meinung. Also wie gesagt, hier sehe ich Handlungsbedarf. Wenn man vom Sabitzer überzeugt ist, muss auf jeden Fall einer dabei kommen. Und dann sollte man vielleicht einen Paul Wanner dann auch einfach mal reinschmeißen und ihm die Chance geben. Ja? Dann hätte man fünf Spieler für 2 Positionen. Ne? Das wäre dann okay. Ne? Wobei das ja auch immer nicht nur 2 macht. Manchmal geht ja auch noch einer nach außen. Und manchmal spielt er auch Musala auf 6 oder 8 oder so, wo ich ihn da auch nicht sehe. Ja, Mittelfeld sehe ich Handlungsbedarf. Im Angriff, wie gesagt, für mich müsste man Levi gehen lassen. Guck mal, der waren sogar 46 Einsätze. Levi hat, glaube ich, alle Spiele gemacht oder eins mal nicht oder so. Ja, wie gesagt, für mich müsste man Levi gehen lassen. Levi Note auf jeden Fall. Fangen wir mit den Noten an. Gnabry Note, 46 Einsätze, 17 Tore, 7 Vorlagen, ist von der Werte her echt gut. Ne? Ich mal meine Antisympathie und das nicht nach hinten laufen außer Acht lasse, sehe ich ihm bei einer 3-. Ich kann ihm keine glatte 3 geben. Dafür ist mir seine Einstellung zu meh. Levi ist für mich eine klare 2. Eine ganz klare 2, eine super Saison gespielt. Jetzt zum Ende hin hat man ja schon gemerkt, habe ich vorhin schon gesagt, so diese Vertragssituation und bla wird ihn schon ein bisschen beschäftigt haben. Aber ansonsten ganz stark. Leroy sollte fast ähnliche Werte haben hier. Ja, hat ein bisschen mehr Vorlagen, dafür 3 Tore weniger. Ein bisschen mehr Spielzeit, ein Einsatz weniger wie Serge. Sehr, sehr starke Hinrunde, sehr, sehr stark auf der linken Seite. Ich weiß nicht, warum ihn Nagelsmann da weggezogen hat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Danach war nichts mehr. Na, danach wieder so, wie er vorher war. Ja, auch eine 3-. Mehr kann man da nicht geben. Ja, von der Werte her alles gut. Aber es kann nicht sein, dass man eine komplette Rückrunde hin spielt, als hätte man das Fußballspielen verlernt. Auch wenn man auf einer Position spielt, die man nicht so spielen möchte. Sehr, sehr schade. King sieht man wieder, hat so die wenigsten Einsätze von den dreien. 8 Tore, 5 Vorlagen, auch nur 2000 Minuten, die anderen haben fast 3000. Liegt auch wieder so an der Verletzung, für mich trotzdem eine 3+. Keine klare 2, wir können ihn nicht mit einer Stufe auf den Levi setzen. War aber immer der, ja, denen das egal war. Er hat rechts gespielt, er hat links gespielt, hat immer Einsatz gezeigt, immer Leistung gezeigt, immer Dribblings gemacht, gerannt, getan, nach hinten mitgearbeitet. Wozu man Sané erst erziehen musste, worauf ein Gnabry immer noch keine Lust hat. Ja. Choupo, keine Ahnung, können wir nicht wirklich bewerten mit den 700 Minuten. 29 Einsätze, 10 Tore, ja, keine Ahnung, die waren, glaube ich, alle im Pokal gegen irgendeinen Fünftligisten oder sowas. Keine Ahnung, kann mich sonst an nicht wirklich viele Tore erinnern. Ansonsten sind es natürlich super Werte. 10 Tore, 6 Vorlagen in 700 Minuten ist völlig okay. Ja, weiß ich nicht. Komm, machen wir eine 3-, Alter. Müller würde ich auch eine 2 geben. Ihr seht Einsätze von den Minuten her, ja, immer noch ein bisschen weniger wie Levi. 13 Tore, 21 Vorlagen, natürlich mega. Ansonsten ganz wichtiger Spieler vorne, der Kommandos gibt. Aber auch hier hat man zum Schluss gesehen, es war einfach keine Power mehr da, so wie die ganze Mannschaft gefühlt. Ne? Malik Tillmann können wir nicht wirklich beurteilen. Habe ich nicht wirklich gut gesehen, die paar Spiele oder die paar Minuten, die er immer gemacht hat, hat er mir nicht gut gefallen. Musala, eine ganz klare 2 für mich. Leider viel zu wenig Minuten gespielt. Ja, hätte mehr verdient. Ganz großer Pfeiler unserer Mannschaft in den kommenden Jahren, wenn Nagelsmann ihn spielen lässt. Von daher sehe ich hier jetzt in dem Bereich relativ wenig Handlungsbedarf. Klar, wenn Levi geht, müssen wir einen Stürmerersatz haben, keine Frage. Ein Gnabry-Abgang, denke ich, solange man jetzt den Müller noch hat, könnte man sogar innerhalb der Mannschaft kompensieren. Man hat einen Sané, man hat einen Coman, man hat einen Musala, der auch außen spielen kann. Müller kann zur Not auch mal außen spielen, obwohl er da keine Stärken hat. Zur Not hast du noch einen Choupo, der auch außen spielen kann. Weiß nicht, ob er bleiben wird. Ich weiß gar nicht, wie lange er Vertrag hat. Aber ich denke mal schon.
Ja, von daher dann vielleicht nochmal so ein Vidovic hochziehen und ihm die Chance geben. Warum nicht? Jetzt muss ich mal eben hier Mucke ausmachen. Ja, warum nicht? Oder halt irgendwie ein anderes hoffnungsvolles Talent für außen vielleicht. I don't know. Weiß ich nicht, ob man da dann noch unbedingt wegen Gestandenes holen muss. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass ein Gnabry wechseln wird. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er verlängern wird. Aber ich hätte nichts dagegen. Klar, wenn man die Werte sieht und so, wäre es schon wieder ein herber Verlust. Aber ey, ohne Scheiß. Entweder verlängern oder wechseln, ja. Muss eine ganz klare Ansage kommen, nicht dieses Rumgeeier, wie ich vorhin schon sagte, wieder, ja, wir gucken dann mal aufs nächste Jahr gesehen. Nein, wir müssen jetzt endlich mal Ruhe in den Kader kriegen, müssen jetzt endlich mal einen Kader haben, wo man sagt, jo, der ist jetzt 2, 3 Jahre mal wieder safe, ja. Was sind das denn? Das haben wir in München nie gehabt. Was sind das für Zustände die letzten 2 Jahre? Ist ja ein Witz. Das haben wir nie gehabt. Bei uns war immer safe. Das ist unsere Mannschaft. Ja, wir gucken, wie wir sie ein bisschen verstärken können oder wie wir sie ein bisschen in die Breite verbessern können. Und das war's. Und die letzten 2 Jahre ist nur Chaos. Nur Chaos. Lächerlich. Ja, wie gesagt, ein Stürmer muss her. Levi muss man gehen lassen. Punkt. Allein aus Respekt vor seinen Leistungen. Und wenn er unbedingt nochmal was anderes erleben möchte, sollte man ihm keine Steine in den Weg legen. Ja, für die Ablöse, die man bekommt, plus das Gehalt, was man einspart, wird man wohl auch noch einen anderen Stürmer finden. Da bin ich mir sicher. Ansonsten Trainergeschichte. Ja, Nagelsmann würde ich eine 3- attestieren. Ende des Tages war es eine gute Saison für uns von den Titeln her. Wir sind Meister geworden, wir waren im Viertelfinale der Champions League. Das ist für mich absolut okay. Pokal war eine Blamage. Das war nicht okay. Von daher eine 3-. Ja, denke ich, ist okay. Trainerteam kann ich nicht wirklich beurteilen. Ja, ich denke, man hat jetzt zum Ende hingesehen, dass die Mannschaft nicht mehr wirklich fokussiert war. Ja, mach dann noch was Intro. Geschweige denn fit war. Also für mich hat die Mannschaft keinen fitten Eindruck gemacht. Entweder hat sie wirklich komplett keine Lust gehabt, was dann wirklich ein Trauerspiel auch wäre für Trainer. Oder sie war halt einfach nicht wirklich fit. Bedingt durch egal. Soll uns am Ende des Tages egal sein, dafür ist das Trainerteam verantwortlich. Punkt. Ansonsten haben wir noch in unserem Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Ich war ja eher immer so der Bratz so ein bisschen in Schutz genommen hat, so von wegen, also erstmal diese Hate-Scheiße und was da alles war im Internet, das ist sowieso lächerlich. Das gehört sie nicht, das gehört sie auch bei gar keinem Menschen auf dieser Welt. Aber ansonsten fand ich es auch immer noch okay. Ja, er hat ein paar gute Transfers gemacht, er hat ein paar richtig schlechte gemacht, wie ein Saar. Das hat halt jeder Bundesliga-Manager. Ja, es gibt keinen Manager, wo jeder Spieler einschlägt. Punkt. Ja. Und wie gesagt, jeder hat erstmal belächelt, warum man Davis geholt hat für 10 Millionen, wäre voll überteuert. Ja, und hat jetzt einen Marktwert von 70, 80 Millionen. Ja? Also das nur mal als positives Beispiel. Also man sollte das nicht immer alles so schlecht reden, was der Brazzo gemacht hat. Allerdings diese Vertragssituation, die da sind und wie damit umgegangen wurde, die geben mir schon zu denken, sage ich euch ganz ehrlich. Und jetzt auch gerade wieder dieser Umgang mit dem Levi. Wie gesagt, wenn er wechseln möchte, lass ihn gehen. Nimm die Ablöse, nimm das eingesparte Gehalt und sieh zu, dass du einen anderen Stürmer kriegst. Ihn nächstes Jahr dann ablösefrei gehen zu lassen, fühle ich nicht, Leute. Ich sag euch auch warum. Ich denke, du kannst bei uns jeden anderen Stürmer hinstellen. Ja, klar, der Levi ist mit der beste Stürmer der Welt aktuell in meinen Augen. Nichtsdestotrotz wird bei uns auch ein international guter Stürmer seine Tore machen. Ja, der wird keine 40 oder 45 Tore machen wie ein Levi. Der macht dann nur 20 oder 25. Aber ich denke schon, dass dann der ein oder andere Mittelfeldspieler oder auch Außenbahnspieler das ein oder andere Tor mehr macht. Ich glaube nicht, dass wir dann durch einen Verkauf von Levi irgendwie jetzt 40 Tore weniger im Jahr schießen. Das glaube ich persönlich nicht. Und von daher sollte man mit dem Levi jetzt fair umgehen, in meinen Augen, und sollte ihn gehen lassen und ist gut. Ich bin der Meinung,
Das war ja so vor 2 Jahren ungefähr, wer davon geredet, so, ja, Bayern jetzt im Umbruch und dann ist die Chance für die Konkurrenz da und so weiter. Das haben wir ja irgendwie nicht wirklich vollzogen. Ja, wir haben so einen schleichenden Umbruch irgendwie vollzogen, anstatt zu sagen, bam, so, zack, jetzt hauen wir richtig auf die Kacke und sortieren aus. Und ja, wir sehen ja jetzt auch wieder, dass dieser schleichende Übergang weitergeht. Man hat mit Müller jetzt nochmal verlängert, man wird mit Neuer verlängern. Beim Neuer sehe ich das immer noch ein bisschen anders. Wie gesagt, den könnte es auch noch 2 oder 3 Jahre Vertrag geben. Das ist ein Torwart, der kann ein bisschen länger spielen. Da sehe ich keine Problematiken. Bei Müller werden wir nächstes Jahr wieder da sitzen und wieder sagen, ja, verlängern wir nochmal, verlängern wir nicht. Aber das scheint ja wenigstens relativ unkompliziert zu gehen. Ich denke auch nicht, dass er dann nochmal irgendwo anders hingehen kann, außer nach Katar oder so einer Ranzliga. Was will er da? Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Geldprobleme hat. Ja, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, ansonsten wird es halt einfach Zeit. Ja, man muss halt jetzt, ja, dann geht halt ein Levi. Ja, es wird halt Zeit einfach. Ja, die Mannschaft muss sich halt verändern und es wird Zeit, dass da ein neuer Stürmer kommt und gut ist. Und genauso beim Gnabry. Wir brauchen keine Spieler, die nicht bei uns bleiben wollen, die das einfach nicht verstehen, was dieser Verein darstellt. Es kann nicht sein, dass man den Spielern so weit in den Arsch kriecht, dass man oben durch den Hals schon wieder rauskommt. Ja, und genau das macht man gerade beim Gnabry. Und das geht mir richtig auf die Eier. Man legt den Vertrag vor. Junge, das ist, was wir dir zahlen können. Entweder bleibst, entweder akzeptierst du das, verlängerst den Vertrag. Oder du hast die Freigabe, im Sommer zu wechseln. Und wir kümmern uns jetzt um einen Neuzugang. Punkt. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Man muss den Spieler nicht in den Arsch kriechen, die Spieler nur deswegen aufstellen, obwohl sie scheiß Leistungen bringen, was der Nagelsmann auch getan hat. Und sich dann nachher wundern, warum irgendwie die Mannschaft keinen Bock hat, warum alles scheiße ist. Ja, ich meine, andere Spieler sehen das auch, dass da ein Spieler rumläuft, der keinerlei Einsatz hat, der keinerlei Einsatz zeigt, der spielt als was weiß ich was, ja, und er spielt trotzdem. Ja, da fragen sich natürlich andere Spieler auch. Und ja, da muss ich auch nicht mehr so viel Gas geben. Blasels. Das sind alles so Kleinigkeiten, die da reinfließen, ne? Und wie gesagt, das Wichtigste ist, dass halt alles geklärt wird jetzt diesen Sommer, damit wir endlich, was diese Themen anbelangt, Ruhe im Verein haben. Da muss einfach Ruhe rein. Punkt. Ja. Und dann bin ich guter Hoffnung, dass wir dieses Jahr um die Meisterschaft wieder mitspielen werden. Ich denke nicht, dass wir die Meisterschaft so leicht gewinnen werden, wie es die letzten Jahre war. Ich denke, Dortmund hat sich sehr, sehr gut verstärkt, gerade in der Abwehr, was Dortmunds große Schwäche war, wie ich fand. Haben sie jetzt mit dem Süle und mit dem Schlotterbeck, ja, haben sie die Innenverteidigung der deutschen Nationalmannschaft, wa? Darf man nicht vergessen. Da hat Bayern ein bisschen geschlafen vielleicht oder wollte halt mehr die französische Innenverteidigung haben. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, es wäre für Bayern auch kein Problem gewesen, die beiden Spieler, beziehungsweise den einen zu halten, den anderen zu kaufen. Bin sehr gespannt, welche Abwehr nächste Saison besser dastehen wird in der Bundesliga und international gesehen. Wird sehr interessant werden. Auf der Außenverteidigerposition weiß ich gar nicht, wie es bei Dortmund aktuell aussieht, aber ich denke, da sind wir auf jeden Fall besser besetzt. Aber ich denke, ansonsten hat Dortmund sich gut verstärkt. Wird auch sehr interessant sein. Adeyemi ist ja, glaube ich, auch safe. Ne? Haaland ist weg, ja. Aber Moukoko haben sie auch noch. Aber auch da haben die Dortmunder ja nicht die Eier gehabt, beziehungsweise hatten sie jetzt halt den Haaland. Moukoko ist halt auch, ist einfach eine Granate, Alter. Ist ein Tier. Ja? Ganz ehrlich. Wenn du den einfach spielen lassen würdest, klar wird der auch immer noch seine Schwankungen drin haben, ist ein junger Jaust. Aber das ist eine Kanone. Ja, also kannst du natürlich jetzt bei uns nicht bringen, so einen Spieler zu kaufen und sagen, du bist jetzt hier unser Stammstürmer. Ist natürlich schon schwierig. Ja, Dortmund tut gut daran, entweder ihn zu halten, ihm mehr Spielzeit zu geben oder ihn auch zu verleihen. Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht über Dortmund reden. Ja, ansonsten bin ich durch. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass der Gravenberch kommt. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was sich so noch entwickeln wird. Also nochmal, ich bin dafür, man sollte den Levi gehen lassen. Aus den Gründen, die ich schon mehrmals genannt habe. Ich bin auch dafür, man sollte den Gnabry verkaufen. Man muss den Spieler nicht weiter hinterherrennen.
Leute, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ich dann immer dieses dumme Gelaber von Wertschätzung höre und sonst irgendwas. Ich habe jetzt irgendwas gelesen, er hat irgendwie ein Angebot zwischen 17 und 19 Millionen vorliegen. Ja, irgendwo kann man das dann verstehen, wenn so ein Sané kommt, der 17 Millionen verdient, dass dann ein Coman und auch ein Gnabry dasselbe verdienen möchten. Ja, erst recht, wenn Sané dann so eine schlechte Rückrunde spielt. Dann gibt es auch keine Argumente zu sagen, ja, guck mal, der ist aber so und so viel besser wie du. Wie wir gerade gesehen haben, von der Statistik her sind die auf ein Level. Ja, kann man dann schon irgendwo nachvollziehen, wenn sich ein Gnabry da hinsetzt und sagt, ich möchte dasselbe haben. Ähm, Das ist okay, dann soll man das so kommunizieren, aber soll nicht von fehlender Wertschätzung oder sonst irgendeinen verkackten Schwachsinn labern. Dann soll man sich da halt da hinsetzen und soll sagen, wisst ihr was? Hier, guckt euch meine Daten an, guckt euch seine Daten an. Ich bin genauso effizient, genauso gut. Ich möchte dann auch bitte das Gleiche verdienen wie er. Ich bin im selben Alter. So, dann hat er ein Argument und das kann man bringen. Ja. Aber sich dann da hinzustellen und rumzudrucksen und einfach von fehlender Wertschätzung und sonst irgendeinen Scheiß zu erzählen, geht mir halt einfach auf die Eier. Punkt. Ja. Und mal davon abgesehen, dass er halt nach hinten gar keine Leistungen zeigt. Das möchte er halt einfach nicht. Am besten möchte er nicht über die Mittellinie in die eigene Hälfte gehen. Und das finde ich persönlich im Profibereich schwierig, sage ich euch auch ganz ehrlich. Hat man auch teilweise in dieser Saison gesehen, wie es dann endet, ne? Weil hinten halt immer dann ein paar war gegen 2 oder 3 stand alleine. Sehr, sehr schwierig. Aber gut, das soll es gewesen sein, oder? Das war so meine Benotung, meine Einschätzung, wie es mit Abgängen, Zugängen die kommende Saison sein wird. Ihr könnt mir gerne eure Meinung reinschreiben, so wie ihr das handhaben würdet mit dem Levi, würde mich interessieren. Aber auch mit dem Gnabry. Ansonsten haben wir ja auch gehört, so Nkunku und Leimer von Leipzig und so weiter. Ja, alles ganz interessante Spieler, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, aber auch viel, viel zu teuer. Ja, ich weiß nicht, Nkunku hat jetzt auch nur noch ein Jahr Vertrag, glaube ich. Soll jetzt, glaube ich, verlängern, da mit einer hohen Ausstiegsklausel drin. Wäre natürlich eine super Alternative für einen Gnabry. Aber wird wahrscheinlich nicht realisierbar sein. Ich denke nicht, dass Leipzig so Bock hat, noch einen Spieler an uns abzugeben. Und wir haben schon für den Sabitzer viel zu viel bezahlt, wenn man sieht, was er für Leistungen bringt. Keine Ahnung, es wird ein interessanter Transfersommer für uns werden, denke ich. Vor allem, wenn man dann jetzt noch berücksichtigt, dass ja diese komische, verkackte Winter-WM ist, die keine Sau interessiert. Wird es natürlich auch wichtig, dass wir nochmal 2, 3 Spieler in der Breite haben, die auch ein gewisses Level haben. Oder dass der Nagelsmann endlich mal seine Eier wiederfindet und mal ein paar junge Talente einbaut und ihnen auch mal die Chance gibt. Weil diese Eier hat er beim FC Bayern verloren. Muss man ganz klar so sagen. Ich denke, das ist ganz klar diesen Leistungsdruck geschuldet, der bei uns herrscht. Aber muss man ganz klar sagen, ein Louis van Gaal hat sowas auch eiskalt durchgezogen. Ja. Und pflegt mit Musiala genauso. Also da muss er dringend seine Eier finden. Ich denke, wir haben genug gute Talente bei uns im Nachwuchs und ja, da muss man denen halt einfach mal die Chance geben und sie spielen lassen. Ja, aber wenn man das noch nicht mal mit einem Mark Rocker hinkriegt, oder mit einem Richards, der jetzt auch nicht so schlecht war, wenn er mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommen hätte, das weiß ich auch nicht. Und machen wir uns nichts vor. In der Bundesliga kannst du solchen Spielern auch mal Spielzeit geben. Ja? Ich meine, gerade in der Hinrunde haben wir so stark gespielt, da wäre das kein Problem gewesen. Na klar, wenn die Mannschaft jetzt so wie in der Rückrunde oder jetzt die letzten Spiele, die letzten Wochen, wenn die Mannschaft nicht gut spielt, wenn sie keine gute Form hat, ja, dann kann ich irgendwo noch verstehen, dass man jetzt sagt, man will jetzt nicht die Jungen da reinschmeißen und die dann da verbrennen oder so. Das verstehe ich schon irgendwo. Aber dann soll man sich auch nicht 3 Spieltage vor Schluss hinsetzen, wenn man Meister geworden ist und das kundtun, dass man das ja so machen möchte. Ja, das ist nämlich dann auch Schwachsinn. Dann soll man das auch so durchziehen und gut ist. Wie gesagt, die Ergebnisse, ob wir jetzt hier 3 Unentschieden gespielt, beziehungsweise eine Niederlage, 2 Unentschieden gespielt hätten, oder ob wir alle 3 Spiele verloren hätten, wären jetzt gepoppt. Ja, mal ganz ehrlich, außer Magath vielleicht. Aber da mal ganz kurz nachgeguckt, ich weiß nicht, ob es so geblieben ist, hat Stuttgart ja eh gewonnen und Hertha verloren, also hat die ganze Rumheulerei dem Magath dann auch nichts gebracht. Ich gucke aber mal ganz kurz. Doch dann schöner Abschluss hier, Spieltag
Irgendwo gab es hier auch mal eine Tabelle. Statistiken ist das. Wow, komm, ich mach Kickclip auf, ey. So, Tabelle. Ja, das hat dem Magath alles nichts gebracht. Ne? Dem kleinen Scheißer. Hertha spielt Relegation. Ich hoffe, dass sie absteigen. Sag ich euch, wie es ist. Ich hoffe, dass sie absteigen. Die haben es definitiv verdient. Das ist wie Hamburg. Seit vielen, vielen Jahren immer schleichend, immer weiter runter. Beziehungsweise war Hertha ja nie irgendwie weit oben. Freut mich für Stuttgart. Stuttgart hat eine super Mannschaft. Wirklich super interessante Spieler da drin. Spielen tollen Fußball. Haben ein bisschen Pech gehabt diese Saison. Da fehlt irgendwie so ein richtiger Knipser, würde ich sagen. So ein Terodde hätte da gefehlt. Ja, ich bin sehr gespannt, wer in die Relegation kommt. Ich denke, das werden auf jeden Fall 2 Spiele sein. Die spielen morgen erst 2. Liga, glaube ich, ne? Ich glaube, ich spiele immer sonntags den letzten Spieltag. Das werden 2 Spiele sein, die man sich auf jeden Fall angucken kann. Bin ich sehr gespannt. Wird interessant sein. Freue ich mich drauf. Das war's, Leute. Das war so meine Saison-Zusammenfassung. So ein bisschen durcheinander mit Benotung und Transfergedanken und so weiter. Alles gut. Ich denke mal mit ein bisschen Abstand. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Pause. Ich denke mal, dass vielleicht die nächsten 3-4 Wochen wird ein bisschen was noch passieren. Ich denke, Neuer wird verlängern. Ich hoffe, dass dann endlich ein Gnabry sagen wird, nee, ich möchte nicht bei dem Verein bleiben. Das wäre schön. Dann wird er nämlich auch noch verkauft und ich hoffe, dass ein Levi verkauft wird. Und dann gucken wir mal, dass der Brazzo vielleicht auch mal ein paar fixe Neuzugänge präsentiert. Ich habe auch irgendwie gehört, er ist am Mané dran von Liverpool. Ja, würde ich irgendwo fühlen, was ein geiler Spieler ist aber auch schon 30. Das heißt, er wird nächstes Jahr 31. Da dann jetzt irgendwie 30, 40 Mille reinzupumpen, fühle ich wiederum nicht. Sage ich euch ganz ehrlich. I don't know. Es wird interessant werden. Es werden viele Namen auftauchen, es werden viele Gerüchte kommen. Ich bin sehr gespannt, was am Ende davon umgesetzt wird. Und ich denke auch, so wie man es aktuell liest, ja, ist der Brazzo jetzt in der Bringschuld, wa? Und auch endlich jetzt in der Bringschuld, was aber schon immer war, dass jetzt endlich mal Ruhe einkehrt, dass mal alle Vertragssituationen geklärt werden. Ich habe immer so das Gefühl, das vielleicht nochmal abschließend, ich habe immer so das Gefühl, der Brazzo sitzt dann da, oder der ganze Vorstand und dann so, ja, die haben ja jetzt noch so lange Vertrag. Ja, das reicht. Wir machen jetzt erstmal den 34. Spieltag und dann gucken wir mal und schauen mal, was passiert. Ich verstehe so ein Verhalten nicht, ja. Da guckt man spätestens in der Winterpause guckt man, jo, der hat jetzt nur noch 1,5 Jahre Vertrag, da müssen wir jetzt mal wissen, was los ist, was Phase ist, mal eine Einschätzung vom Trainer holen, möchte er den Spieler gerne behalten? Wenn ja, und dann setzt man sich zusammen und das so, dass man dann zum Ende der Saison dann Nägel mit Köpfe macht und klar sagen kann, jo, so sieht das aus, er wechselt, weil nur noch 1 Jahr Vertrag oder wir verlängern den Vertrag und Punkt. Das passiert bei uns irgendwie nicht. Bei uns passiert so, ja, weiß ich nicht, wir gucken mal. Und dann irgendwann setzen wir uns mal hin und es kann mir ja keiner sagen, dass man nicht vorbereitet war darauf, dass ein Levi den Verein verlassen möchte. Also, wenn das noch irgendjemand wundert, dann weiß ich es auch nicht. Aber gut, vielleicht mache ich da zu dem Thema nochmal ein extra Video zum Levi. Je nachdem, wie sich das weiterentwickelt. Also, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Wir sehen uns mit Sicherheit in dem einen oder anderen Video. Auch innerhalb der Winterpause. Ciao. Winterpause, Sommerpause. Saisonabschluss, wie auch immer, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Haut rein.